So. Hallo miteinander, ich bin Nati Star, ist das schön, bist du da? Oder wie geht das? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin aber wieder mit dem Michito! Nach kurz das gesagt ist, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, irgendwie in den ersten 2 Minuten oder so haben wir das Mikrofon vergessen anzumachen, darum ist der Ton ein bisschen verscherbelt, aber es wird nachher wieder besser, darum bleib dran. Also, ja, das ist auch ein YouTuber. Geht unbedingt mal bei ihm vorbeischauen. Weil ich sage es kurz jetzt schnell, wir haben bei ihm schon ein Video gedreht. Und zwar, was haben wir gemacht? Nicht-Lachen-Challenge, so in der Sommerversion. Und wir haben uns gegenseitig Feucht gemacht. Das sollte ich nicht sagen, oder? Ich kenne doch sicher die typischen Klischees, was heisst, dass Männer das und das viel besser können als Frauen. Was auch stimmt. Und in diesem Video werden wir euch so ein bisschen zeigen oder werden wir das so ein bisschen testen, ob das wirklich so ist. Und zwar haben wir so verschiedene Challenges vorbereitet, wo wir gegeneinander antreten. Er ist übrigens ein Mann, falls ihr das Genau. nicht Und sie habt. ist eine Frau. Ja! Auch wenn man das nicht denken würde. Und wie gesagt, werden wir gegeneinander antreten und dann schauen wir mal, ob wirklich immer der Mann besser ist in dem. Was natürlich absolut nicht so ist. Ich würde sagen, wir labern nicht mehr länger. Sondern wir fangen mal mit dem Video. Let's go! Jungs sind stärker als Mädchen. Und passend zu dem habe ich mir überlegt, dass wir doch die Challenge machen können. Die typische Challenge Armdrücken. Weil es heisst, immer Männer sind viel stärker im Armdrücken. Und das werden wir jetzt mal genau anschauen, ob das wirklich so ist. Und ich habe so Angst, dass ich verkacke. Aber ich enttäusche euch nicht. 3 Regeln. Wir dürfen nicht das Ding wechseln, wir dürfen nicht mit der anderen Hand helfen. Und wir, ja, genau. Das sind die 3 Regeln. Es waren nur 2 gewesen. Der Yves ist übrigens hinter der Kamera, willst du Hallo sagen? Hallo! Genau, das ist der Yves. Und er sagt jetzt Start. You ready? Nein. Ja. Achtung, fertig, los! Bist du stark? Nochmal. Okay. Achtung, fertig, los! Oh, mein Ellenbogen muss schmerzen. Gut. Okay. Ich würde sagen... Okay, da hat er gewonnen. Wir gehen mal zur nächsten Challenge. Mathe können nur Jungs. Ich weiss nicht, wieso es das Klischee gibt, weil er da studiert Deutsch. Was hast du für eine Note in Mathe gehabt? 3,5. Ich habe 5,5 gehabt. Was? Nein, aber jetzt kommt die Challenge, dass wir Kopf rechnen. Und ich muss sagen, im Kopfrechnen bin ich scheiße. Kopfrechnen sollte okay sein Ich bin eigentlich. richtig scheiße im Kopfrechnen. Aber genau, das testen wir ja, ob Männer wirklich so viel besser sind in Mathe. Und der Yves, der in der Kamera ist, wird uns eine Matheaufgabe sagen. Und der, was sie, also es geht einfach darum, wer sie... Als erstes richtig löst. Genau. Und der, der sie falsch löst, der wird vom Yves bestraft. Genau. Also wir kommen zur ersten Aufgabe. Sind ihr bereit? Ja. Nein. 45 minus 12. 33. Oh mein Gott, das ist so viel! Das kommt ein Sprutz! Gibt es nochmal eine Aufgabe? Ja. Geil. 100 minus 34. 66. 78 durch 2. 78 durch 2, was ist 78 durch 2? Ich bin noch alle fertig mit Reden. 78 durch 2 plus 65. 39 plus 65? 104. 100. Nein! Sieg für den So scheiße, ich vorbei. Ja, das Grüße mit Mathe-Lehrer. Ich würde sagen, wir kommen. Zu der nächsten Aufgabe. Yes! Jungs sind sportlicher als Mädchen. Also, dass Jungs sportlicher sind, das ist sicher... Also das kannst du ja nicht sagen, weil es gibt sicher viel sportlichere Mädchen als Männer. Genau wie bei den letzten 2 Challenges beweise ich euch wieder, dass Männer sportlicher sind. Es tut mir leid, alle Frauen da außen. Ich schäme mich zugrunde am Boden. Darum bin ich jetzt am Boden. Okay. Und zwar, wenn wir jetzt schauen, wer von uns sportlich ist, und das machen wir natürlich Standard auch mit Liegestützen. Genau. Männer Liegestützen. Ja. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen an. Nimm mal Moment, eine. ich muss meine Haare noch schnell richten. Achtung, fertig, los! 1, 2, 3, 4. 23, Oh mein Gott. 25, 26, 27. Das ist so... Ja! Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Liegestütze gemacht. Die Witz. Ich habe innerlich gedacht, wann hört sie endlich auf, weil ich selber nicht mehr mögen. Dann hat halt die Challenge wieder gewonnen, aber beim anderen will ich gewinnen. Jungs halten viel mehr Schmerz aus. Angeblich heisst es, dass Jungs viel mehr Schmerz aushalten und all das. Und da
glaube ich, gönne ich jetzt. Und zwar kennt ihr sicher die Challenge, dass man da Eis in die Hand nimmt und Salz. Und das gibt eine chemische Reaktion und das tut dann mega weh. Also das die besser nicht nachmachen. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt das und pressieren ein bisschen, weil das Eis schmilzt jetzt von uns. Ja. Hey, ich habe mega Angst, ohne Witz. Achtung! Fertig, los. Spürst du es? Ah! Was ist das? Oh mein Gott, es stinkt auch! Mach du! Bitte! Auf drei, bitte! 1, 2, los da! Es tut so weh! Wir müssen mehr Eis tun. Weißt du, ob es jetzt... Und noch ein bisschen Salz. Salz! Nein! Doch, wie? Ah! Ja! Komm wieder zu früh! 1, 2, 3! Ja, mach doch auch! 1, 2, 3! Mach doch auch! Hey, können wir mal das schnell anschauen? 1, 2. Richtig scheiße. Oh shit! Oh shit! Oh mein Gott, seht ihr das? Nein, doch da. Das ist ein Salzkust oder so. Oh mein Gott! Darum sollten wir das nicht nachmachen und wir gehen jetzt schnell Hände waschen. Und ich würde sagen, die Jungs haben gewonnen. Nein! Ich würde sagen, ich habe die Challenge gewonnen, weil du hast rumgeschrien wie ein kleines Ja, Kind. sorry, Und haben das sie ich habe viel gesehen. mehr ausgehalten. Du hast geschrauen wie so ein kleines Kind. Eben, du bist rumgekumpelt. Also, Das geht die Challenge an mich. natürlich. Geil! Das erste Mal und jetzt? Nein! Oh, yes! Gut, wir gehen Hände waschen. Ja. Jungs können viel schneller rennen als Mädchen. Das Klischee ist ja auch bekannt aus dem Sportunterricht, dass Jungs bekanntlich Ja. schneller sind als Frauen. Ja. Ich persönlich glaube das auch wirklich. Ich nicht. Und darum haben wir gedacht, wir machen jetzt ein kleines Wettrennen. Fahren Sie in einer Wohnung und wir schauen jetzt einfach mal, wer schneller ist. Genau. Achtung, fertig, los! Ich würde sagen, ich habe ganz klar gewonnen. Und für das bekommt sie nachher noch einen Spritzer. Jungs essen schneller. Keine Ahnung, wieso es das Klischee gibt, aber ich habe das Gefühl, wenn so beim ersten Date sind Frauen doch immer so ein bisschen langsamer im Essen. Oder geben sich mehr Mühe, dass nichts in der Maulecke ist. Ich weiß es auch nicht. Und darum haben wir gedacht, machen wir jetzt auch mal die Challenge, wo wir ein halbes Hamburgerbrot essen, weil wir nichts anderes Tag haben. Und nichts Besseres zu tun mit unserem Leben. Achtung, fertig, go! Oh nein. Was? Sieht so unanständig. Ach, glaube Und so hungrig, ich bin Werwolf. Ich kann alles Perfekt. Du bist so ein And the winner! Ich bin einfach ein Fresssack. Da sieht man, die Frauen sind Fresssäcke. Oh ja. Und darum, Nein! Hör auf! ich kann dich auch gerne. Kommt die nächste Challenge. Fußball können nur Jungs spielen. Also ich absolut nicht. Ich ebenfalls nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass Nati gleich verkackt wie bei anderen Kategorien, dass ich trotzdem dann noch gewinne. Nein, also ich würde sagen, wir sind beide aber gleich scheiße im Fußball. Was machen wir überhaupt? Wir dann einfach jonglieren, weil das kennt man, glaube ich. Und ich würde sagen, du fängst mal an. Achtung, fertig, los. Nein! Du bist schon mit Fuß. Dann waren es nur mal 1. 2 ist das gewesen. 5. Ja. Oh, Ja, aber das ist, was ist das gewesen? Also, das letzte. Ja. 2. Also 5 als Maximum. schaffe ich eh nicht. Und los. Knieball. 1. Ah, wie scheiße! 2. Ui! Ja!
Und somit hat sich bestätigt, die Jungs sind scheiße im Jonglieren, aber Frauen sind scheißiger. Wie ihr gesehen habt, habe ich tatsächlich gewonnen, so wie ich es eigentlich vorausgesagt habe. Auch wenn jetzt nicht alle Klischees stimmen, weil ich habe auch bei uns gewonnen. Das heisst... Das stimmt. Okay, also es heisst nicht, dass die Klischees stimmen, er hat jetzt einfach gewonnen. Aber hey, Hass beiseite, liebe Freunde. Ja. Lasst auf jeden Fall ein Like oder ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Genau. Dong, dong, dong. Geht auf seinem Kanal vorbeischauen, dort haben wir auch noch eine nice Challenge gemacht. Genau. Abonniert uns beide und dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Ich bin jetzt ganz feucht.